Die Damen, die Herren, merci, dass ihr bei meiner Emission luxtico.lu angeschaltet habt. Mein Name ist Lulling Jerome und ich bin den Autor vom Diktionär Luxtico, den ich 2003 zusammen mit Herrn Schanen entwickelt habe. Der März 2007 war ein außergewöhnlicher Monat für unser Luxtico. Für ob der Besuch von unserem Großherzog Henri und unserer Großherzogin Maria Theresa, die den 22. März 2007 die Universität Namur besichen kommen. Weil ich 2004 auf dieser Universität Lützeburg ging, rund 30 Stunden pro Jahr, habe ich unserem Großherzog bei einer Rezeption vorgestellt, aber bei der Gelegenheit Croutin, Androit Albert, auch ein Exemplar von unserem Luxtico geschenkt, den wir 2005 zusammen mit der Presseuniversität de Namur als Buch publiziert hatten. Und das alles in Präsenz von der Madame Modat, Secrétaire d'État à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, dem Ministère also, den als 2002 nicht geholfen hat, für unser Projekt Luxtico auf Beine zu stellen, und mich und das Projekt Cortina einfach fallen gelassen hat. An unserem Gespräch hat der Grand Duc noch gesagt, dass mehr Reklam für Lützeburg an die französischsprachigen Länder müsste gemacht gehen. Und ich sagte, ja, Monseigneur, der hat recht, aber das ist gar nicht so einfach. Meistens gehen die wissenschaftlichen Arbeiten über Lützeburg aus den französischsprachigen Ländern nämlich einfach ignoriert. Nimmer weil aus den deutsch- oder englischsprachigen Ländern könnt, gilt als wissenschaftlich relevant. Was wirklich schön das, weil wir sind uns ja eins, dass wenn Lützeburg auch als Integrationsspruch soll funktionieren, dann der weiß Spruch nicht nur par rapport zum Deutschen definiert gehen, aber eben noch par rapport zum Französischen. Heute zu Lützeburg schenkt da aber weiter kein Interesse an. An einem Revue-Artikel vom 31. März 2007 kann ich zum Beispiel nachlesen, dass auf der Universität Namur Center einigen Monaten die Luxemburger Sprache gelehrt wird. Dieselbe Information stung auch so Site vom Wort online. Dabei gibt die Kurse schon seit 2003, aber weil ich seit Oktober 2006 beim Bürgercenter an der Stadt Lützeburg arbeite, gehe ich die Kurse zu Namur mit meiner Assistentin, dem Geneviève Bartel. Es bleibt zu hoffen, dass die Kurse noch weiterhin bestehen bleiben, weil wir nicht gerade viele Studenten da sitzen und es wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass eine ausländische Universität hier die für die Lützeburg abmischt. Es gibt aber nicht nur Positives an den letzten Wochen an den Lützeburger Medien über mich geschrieben. An einem Artikel vom 16. März 2007 hat das Lützeburger Satireblatt Krebsche behauptet, ich hätte meinen neuen Platz bei der Lützeburger Gemeinde nicht mehr gerade die Relationen von meiner Großtata, der CSV-Europadeputierten Astrid Lülling, zu verdanken. Weil das einfach nicht stimmt, hat mein Großtata an ihrem Videoblog dazu Stellung geholt, worauf die Krebschen Eis auf einer halben Seite mit Karikatur recht richtig an Zahn geholt hat. Wie ging den amerikanischen Chansonnier Michael Jackson dazu so? The information is disgusting and false. Das erinnert mich alles stark an den Mobbing während meiner Schulzeit, wo besonders am medisches Lycée zu Esch sogar Schüler aus anderen Klassen mit ihrem Gelitz probiert, mich systematisch zu zerstören. Und das sogar mit der Unterstützung von ihren Eltern. Das ist alles total krank. Gegen die Form von Psychoterror kann sich einfach nicht wehren. Nicht weil Lulling heisst, Menge wohl verschiedene Leute, sie könnten einem ungestroft wie das B pissen. Der Schuld, den sie dabei anrichten, ist denen Leute total egal. Was während meiner Schulzeit angefangen hat, soll also schön gemütlich auf meiner Arbeit weitergehen? Nee, nicht mit mehr. An dem Artikel vom Krebschen wimmelt es nicht mehr so viele Vermutungen, Präsumptionen und Hallevorrichten. Aber wo bleiben Beweise? Geh mal die Vorwürfe mal da rein und durch. Dieses überqualifizierte Wunderkind. Schon komisch. An einem Artikel vom 16. April 2004 von derselben Stadtzeitung habe ich noch als geckische Brettsärscht durchgestellt. 3 Jahre danach sind ich auf einmal in überqualifiziert Wunderkind. Ja, was dann lo? Den Ausdruck überqualifiziert kriege ich ein erste Jahr 2003 zu hören vom Herrn Vernet, dem damaligen Direktor von der Formation des Adultes beim Ministère de l'Éducation nationale, wie sie mir meine Kandidatur beim Centre de Langue als Lützeburger Enseignant refusiert hatten. 3 Jahre danach hat die neue Direktrice vom Centre de Langue, Madame Gabi Künsch, mir mitgeteilt, dass ich aber eventuell bei ihnen keine Kurse gehen. Und das hätte ich auch gemacht, aber das Bürgercenter konnte mir ein Contrat durée indéterminé, also ein CDI, anbieten, und das konnte ich einfach nicht ausschlagen. Wunderkant. Also meine Entretemps verstöwe Profen drehen sich wohl am Graf, was sie dat gingen hören.
an meiner Lycéesklasse, einer A-Latin, war ich immer mit Aufstand der 5. Von 5 insgesamt, also die letzten. All meine Profe waren zwar brillant, mir ist schon quasi nie etwas gelehrt und dafür auch so just mein Lycée hat mich sprüht. Ein guter Rot und all die jungen Lützebäuer da draußen. Holt Schulausbildung echt. Am Leben kriegt nie eine zweite Chance. Kameramann und Drehbuchautor des Videoblogs seiner kleinen Tante. Wo kommen sie nimmer nur die Informationen? Das ist ja bald für eine Paranoia zu kriegen. Es stimmt zwar, dass ich die echt Videoblogge von meiner Tata für gut einem Jahr bei hier daheim gedreht tun, für sie an das neue Technologie anzufeiern. Mit Center hier hält sie alle ihr Klippen am TV-Studio vom Europaparlament zu Brüssel und zu Straßburg ab. Und da kommen ich nicht mal zu dir heran. Aber was die politischen Relationen von meiner Großtata angeht, was soll ich da viel sagen? Kriege ich die Platz bei der Gemeinde, wenn es meine Kompetenzen oder wenn es einem soi-disant Promi-Bonus? Beweise kann ich das wohl nie, mir das sicher. Ich meine Kandidatur müsse für einen engen Jury präsentieren, der es mehr wie just enger Person bestehen hat. Und ich bin auch übrigens nicht den Einzigen, der für die Kuren da angestellt gouf, und ich bin schon gar nicht den Hauptverantwortliche von diesen Kuren. Wenn ich sich aber mal überlegt, was die Krebschen heu eng opfeiert, et kind die Jobelmengen ich eng ministerisch Platz kriegt, da froh ich mich, ob es nicht vielleicht grad wenn's mengem Nummers, dass ich bis dato keinen Platz kriegt. Was für ein Patron deet sich dann so etwas an? Heiget wirklich mit Atombomben auf Spatze geschoss. Weil der Lodi refusiert Kandidatur von der Madame Arlette Zehren ihrer Enkelin angeht, so kann ich das just versichern, dass ich die Situation ganz gut kann nachvollziehen, weil ich ja selber während 3 Jahren an einer festen Platz gesicht und an überall just refusiert gouf. Mir vielleicht besteht aber noch Hoffnung für all die Leute, wo lo kein bei der Stadt Lützeburg gruten. Vielleicht entsteht ja auch noch auf andere Gemengen so Plätze für Lützeburg Enseignern. Es wird wirklich unter Zeit, wenn auch mal mehr nur die Charge de Cours für Lützeburg geguckt gehen. Für das auch mir zum Beispiel eine Karriere als Professor am Sekundär können anschlagen, am Platz immer nicht mehr mit Contrat durée déterminé, aus einem CDD, verträgt zu gehen. Am Krebschen Nummer 647 schien ich aber nach etwas Ähnliches geworden. Und zwar delen sie da ganz höflich mit, dass die Bliertsche sich 2006 an der Moyenne eng 9.703 Mal verkauft wird. Bei einem Preis von €1,50 pro Blatt ergibt das also die Wahnsinnssumme von 14.554,50 € pro Nummer, also pro Woche. Aber wie das die Krebschen mit meinem Lied eine halbe Seite von ihren insgesamt 4 Seiten gefüllt hat, hoffe ich doch stark, dass sie die 1.819,30 €, diese Lo mit ihrem Artikel über mich verdient tun, einer wohltätigen Organisation spenden. So mischt mein ganze Miser wenigstens Sinn. So oder so, Krebschen, geh grob da darin erinnern, weil du hast bestimmt Besseres zu dienen, wie dich mit so einer armseliger Kirchemaus wie mir aufzugehen. Thank you.